Ja, hallo Leute! Oh. Wir müssen mal wieder Mips sammeln. Denn was ich nicht gewusst habe, ist, dass er einen zweiten Stern hat, sobald man 50 Sterne gesammelt hat. Aber vielleicht noch mal ganz was anderes. Willkommen zum Finale! Haha! Heute wird's passieren, der letzte Part von Super Mario 64 X Retro Achievements. Und das war's. Wir kommen nie wieder in den Keller. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Was ist unsere Mission jetzt? Wir fetzen ganz nach oben, um Bowser ein letztes Mal zu besiegen. Und den letzten Powerstern einzusammeln. Und die letzten 9 Achievements zu holen. Also wir haben halt noch einiges vor. Diese Tür ist niemals verschlossen. Wir kannten hier schon die ganze Zeit hoch. Nur wenn wir das versuchen würden, unter 70 Powersterne, dann wären diese Treppen unendlich. Aber da wir einfach ein Motherfucker von 119 Sternen sind, ist das alles kein Problem für uns. Wir setzen mal das richtige Achievement rein, für das wir jetzt erst begängen. Wie könnte es auch anders sein? Lifesaver. Bowser, here we come. Und nebenbei werden wir auch nochmal gleich 8 rote Münzen sammeln. Denn diese wären dann der letzte Powerstern für uns. Und ich liebe diese Stage. Ich finde die so geil. Das ist mal wieder so richtiges... Oh ja, ja, Mann. Finale, let's go, ab zum Boss-Ding. Jawohl. Es gibt hier 6 Stück One-Ups. Das erste haben wir schon. Da ist Nummer 2. Jawohl. Und ich weiß nicht, ob das nicht mal wieder ein bisschen dumm ist, dass ich hier gleich wieder für die Red Coins und für Lifesaver gehen mag. Und gleichzeitig für den scheiß No-Damage-Run. Also, ich bin mal wieder so drauf, dass ich wieder alles gleichzeitig machen möchte. Beziehungsweise gleichzeitig alles schaffen möchte. Hallo? Hallo, bitte möchte hier vorbei. Lol. Nummer 3. Das war geschenkt. Hier kann man jetzt abkürzen und einfach dann nach oben jumpen. Aber das dürfen wir nicht. Denn wir sind ja auf der Suche nach unserem Glück. Der ist jetzt irgendwie ungünstig, oder? Oh, oh ja, okay, perfekt. Wir glitschen uns einfach durch. Ah, alles klar. Okay, Flammen. Machen wir einfach mal so an. Okay, okay. Wait, ist das eine rote Münze? Ich habe gedacht, das ist eine rote Münze, deswegen... Ja, jetzt so nach oben, aber irgendwie ist da nichts. Uiuiuiui. Ich glaube, ich muss nochmal nachschauen. Oh, hallo, hallo. Ne, tatsächlich, da ist nichts. Ne, okay. Dann gehen wir einfach weiter, oder? Vielleicht auch ohne diesen Switch. Oh yeah. Ja, was wie es geht. So, da sind jetzt Flammen. Perfekt. Ach so, ja, und weil ich so eine gesprochen habe, die Gravity hier an diesen Dingen ist auch eine Nummer für sich. Aber das soll uns natürlich auch nicht stören. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, weil da müssen jetzt 2 Sachen zum Sammeln sein. Einmal die Red Coin. Genau, die soll aber auch nicht der Stress sein. Und das One-Up. Das normalerweise auch nicht so der Stress ist. Okay. Dann lassen wir die Plattform einfach mal weiterfahren. Jawohl! So, jetzt Speedrun-Trick-mäßig. Hoppala! Das war nicht. Okay. Ich hab einen Damage gekriegt. Ich Idiot! Warum ist das Feuer so langsam? Ja, okay, dann ist jetzt auch egal. Ich habe mich gerade wieder hart gefühlt. Wir sammeln das 5. One-Up, ey. Mua. Wie viele Red Coins haben wir? 2, 4, 6. Ich glaube, wir sind noch gut dabei. Und jetzt schaffen wir Lifesaver zu holen. Das mit dem Speedrun-Trick ist jetzt völlig egal, weil dann hätten wir einfach an diese Stange hier direkt springen können. Aber wir machen hier keinen Speedrun. Ich sag's euch, ich bin sehr zufrieden, wenn wir es schaffen, Lifesaver direkt im First Try zu holen. Und naja, ich sag mal so, wir haben's. Wir haben's. Denn ich weiß, dass das letzte One-Up hier ist. Und somit haben wir Lifesaver Sky. Ist somit unser Journey vorbei. Der letzte Powerstern erwartet uns. Und ganz ehrlich, wir gehen ja noch nicht zu Bowser.
Wir schalten erstmal um auf dieses Achievement. Full Power. Wir haben alle 120 Powersterne. Und ja, ich möchte sichern, wir haben Full Course around the castle. Bedeutet, alle 15 Secret Stars, alle versteckten Sterne haben wir. Wir haben praktisch die maximale Power und Bowser, der kann uns nichts mehr. Aber wir haben ja die Mission hier unter uns. Bedeutet, Bowser kriegt nochmal einen leichten Vorsprung. Wir springen runter aus dem Sky. Ja, die Map heißt, die Welt heißt Bowser in the Sky. Natürlich erstmal sehr, sehr episch wirkt, oder? Und jetzt fetzen wir hier durch. Flawless und ohne Damage. Und ich würde sagen, dass das wesentlich einfacher ist als im zweiten Bowser-Level. Da könnte man auch ganz easy durch. Also, man sollte hier keine Probleme haben. Auf der nächsten Seite darf ich halt auch wieder nicht zu großkotzig daherreden, denn ich weiß ganz genau, ich bin gefährdet für so einen Shit. Und das nächste ist ja, wir müssen hier trotzdem immer nur Bowser besiegen. Ohne Damage. Was ich glaube ich mal eng wäre das größere Problem. So, liebe Gumbas, ihr kennt's mich mal. Bowser! Here we come. Lauf die Aufnahme. Ja, tatsächlich. Mit fast 95% der Achievements. Und er hat so ein komisches, regenbogenartiges Schimmern an sich. Mario, you again. Well, that's just fine. I've been looking for something to fry with my fire breath. Your star power is useless against me. Your friends are all trapped within the walls. And you will never see the princess again. Oh boy. Das glaube ich nicht. Aha! Er ist jetzt wirklich sein Feueratem, ey. Und ich glaube, wir kannten, dass wir hier auf die Fresse kriegen. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann müssen wir das nächste Mal erstmal abwarten, was er so macht. Ich würde sagen, wir springen erstmal wieder runter. Und verlieren dabei 2 Leben. Weil wir die komplette Stage wieder neu machen müssen. Oh ja, little Abkürzung. Oh yeah, boy, nur eine little Abkürzung. Oh, der Gumbo möcht's wissen. Vor allem muss man sich eigentlich mal vorstellen, die letzte Defense vom letzten Bowser sind 3 Gumbas. Naja. Okay, perfekt. Erst nehmen wir dazu gekommen, seinen Feu zu speien. Yes, Bam! Wir haben ihn! Aber der Motherfucker ist crazy geworden. Er steht einfach wieder auf. Okay, jetzt warten wir mal kurz ab und schauen, was passiert mit dem Feuer. Denn das blaue Feuer, habt ihr schon gesehen, das springt rum und kann uns deswegen damagen. Okay, und er springt. Er hat neue Shockwaves gelernt. Normales Feuer. Okay, jetzt macht er das nochmal. Das ist eine blöde Sache. Ein bisschen Schiss, dass er einfach wieder lossprintet, so wie die letzten Male. Okay, nein. Er ist lieber auf Jumpy Jump. Oh, scheiße, das war schlecht. Jetzt! Wo gehen wir hier? Ich weiß nicht, wohin. Und... BAM! Zweiter Hit! Wir holen ihn gleich nochmal. Und... BAM! Dritter Hit, du Drecksau! Er hat jetzt nämlich gerade die Plattform verkleinert und das war so wichtig, am Ende wieder am Schwanz zu grabben. Ja! Damageless! Und wir haben Bowser besiegt, wenn wir alle 120 Powersterne haben. Das war das Finale von Super Mario 64 und ich war ein bisschen emotional, aber heute ist ein guter Tag. Leute, bleibt so kurz dran. Die letzten Achievements kämen jetzt gleich noch. Thanks for playing. Genau so. Wenn man die Credits erreicht hat. Wir müssen nur Prinzessin Peach befreien. Und dort ist Yoshi links. Mit dem großen Powerstern können wir sie aus dem Gemälde befreien. Aus den Wänden des Schlosses. So wie alle anderen auch. Die sind jetzt alle wieder frei.
Und 2 Toadies sind auch dabei. Hey Peach. Wir haben dich gerettet. Bekommen wir vielleicht eine Belohnung? Ja, und nebenbei haben wir auch noch alle 120 Powersterne zurückgeholt und diesen großen da. Aha. Immer gern. Oh ja. Yeah. Oh. Mhm. Yeah. Kuchen it is. Er ist ein bisschen paralyzed. Oh, er hat gerade zum Bruno geschaut. Er hat gerade zum Bruno in die Kamera geschaut. Ach Leute. Ey. Willkommen in den Credits. Shigeru Miyamoto. Legendärer Kerl. Legendäres Game. Ich hätte mir niemals zu träumen gewagt, dass ich die Retro-Achievements in diesem Game wirklich schaffe. Und wir sind hier drauf und dran. Wir haben uns so 3 Achievements und die war sie. Dass wir schaffen. Okay, warte, vielleicht doch nicht. Ich hab gerade den Pingu gesehen. Ja, es gibt noch mehr Wiedersehen mit dem fetten Pinguin. Aber ja, das war eine wilde Reise. Ey, ich war teilweise wirklich sehr verzweifelt, weil ich einfach keine Energie mehr gehabt habe vor dem Tag, den ich gehabt habe und dann trotzdem noch in die Aufnahme gegangen bin, habe irgendwas schaffen müssen, war frustriert, weil ich die leichtesten Sachen nicht geschafft habe. Dann war teilweise mein First Try wesentlich besser als mein 10., 20., keine Ahnung. Und dann haben sich immer so Fehler eingeschlichen und das hat wirklich an meinen Nerven gezehrt. Aber dann ist es umso geiler, wenn ihr da draußen diese Shit hier feiert. Und das sind genügend, die diese Videos anschauen und sich dabei erfreuen. Und das freut mich natürlich dann umso mehr. Es ist gerade schon wieder so ein Moment. Ich hab's im GTA-Finalpart auch schon gesagt. Wenn du dir vorstellst, du startest ein Game und dann kommt so das erste Mal das Logo rein und du hast das Intro hinter dir und weißt noch nicht, was für eine Journey du vor dir hast. Und dann stehst du jetzt hier in den Credits, in den End-Credits und denkst dir, fuck yeah, du siehst diese ganzen Bilder nochmal. Der Shit war geil. Und du hast viel Sachen geschafft. Und dann ist es alles auch noch verewigt hier auf YouTube. Das ist was mich persönlich sehr, sehr happy stimmt. Und dann ist das Finale auch noch so gut gelaufen. Bruno, danke für deine Dienste. In diesem Sinne, ein Siegerschluck. Thank you. Das ist der Kuchen. Lecker Schmecker. Danke fürs Dabeisein. Aber bleibt's nur dran. Wie gesagt, die letzten Achievements kommen jetzt noch. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen zum Tor. Hoppla. Mit den 120 Sternen im Gepäck. Wir gängen nach Cool Mountain. Fühlt sich vielleicht ein bisschen random an, aber das Achievement unter mir sagt was anderes. Big Penguin Race. Ja, ich fand's auch ein bisschen random. Aber der Pinguin ist jetzt fett. Ja, keine Ahnung, hat die Niederlage irgendwie nicht so weggesteckt, war sehr frustriert und hat seinen Frust in Essen erstickt. Deswegen ist er jetzt sehr, sehr fett und noch viel, viel schneller. Aber wir müssen mal schauen, dass wir ihn besiegen. Let's go! Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der schneller ist. Aber ich kann es mir vorstellen, weil sonst war der ja nicht fett. Ne, das ist Physik. Boah, das war kurz knapp, weil wir nicht gesehen haben, wo da das Ende ist, der Bahn. Oh! Ja genau, das habe ich gemeint. Er schubst uns einfach runter. Die olle Drecksau. Was soll denn das jetzt? So, einfach schnurstracks nach unten. Hier machen wir einen kleinen Jumpy Jump, damit nichts passiert. Wenn der zu heftig ist, der Kollege, dann versuche ich mal eine Abkürzung. Aber nicht die in der Wand, weil das checkt der Pinguin. Das dürfen wir nicht. Aber wir schaffen es so auch. Weil wir einfach crazy sind. Wir waren viel, viel schneller als vorher. Aua. Na, lieber Pingu? Was sagst du da dazu? Fairly. Oh ja, wir waren fair. Wir haben es geschafft. Out of shape. Danke dir. Danke dir, danke dir. Boah, das war wirklich fett. Jetzt zickt man es aber richtig. Oh, shit. Alter. Bro, gerade dass der Boden nicht bricht. Es ist ein nices Easter Egg. Ich habe das tatsächlich vor den Retro-Achievements nicht gewusst.
dass der Kollege hier mal irgendwann fett wird. Leute. Ihr habt so wirklich nicht gedacht, wir sind jetzt durch mit Lifesaver. Also, come on. Wir haben ja doch noch eine ganz, ganz schöne Area, die wir noch nicht abgesucht haben nach One-Ups. Umso mehr erfreut es mich, euch mitteilen zu dürfen, dass die fucking Schmetterlinge wieder back sind. Alter, die Drecksau. Pisser, ey. Ich krieg so das Kotzen mit denen. Wirklich. Ja, wir haben's. Woohoo! Zack, das war das erste von 7. Dann gehen wir mal direkt hier rüber. Denn, was sind auch noch mit Butterflies? Natürlich. Ja, und so läuft es nämlich hier im Business. Jawohl, der erste Streich. Die wollen halt nicht. Und wenn die nicht wollen, dann kann man nichts machen. Geht doch. Hä? Ich hab das Gefühl, den habe ich jetzt raus. Juckt die nicht. Hä? Hä? Du bist doch der Schmetterling. Ne, das war der andere. Ja! Oh, okay, gut. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, das ist der andere Schmetterling, aber umso besser. Ja, komm, der ist easy. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Warum bin ich mir so sicher? Na, weil die anderen Conny Schmetterlinge sind. Da ist die Nummer 3. Einfach in diesem random Baum. Für die Nummer 4 müssen wir ein bisschen tricky unterwegs sein. Ja. Jawohl, wir müssen die beiden Coins unter der Brücke einsammeln. Und schon haben wir die Nummer 4. Was hat sich denn noch verändert, wenn wir die 120 Sterne haben? Hier draußen, habe ich glaube ich noch gar nicht herzeugt, hat sich eine Kanone geöffnet. Und das ist eine wunderbare Sache, denn damit können wir jetzt endlich, jeder hat sich doch schon immer gewünscht, aufs Dach des Schlosses. Das ist doch der Traum, oder? Ich sag's euch, als Kind habe ich davon geträumt. I shit you not. Und da hinten liegen die letzten 3 One-Ups. Das war's, Leute. Das letzte Mal Lifesaver. Lifesaver outside. Und hier hört man schon die ganze Zeit Yoshi rumsteppen. Und was natürlich ja eine geile Sache ist, dass hier die Wingcap ist. Und man hier jetzt einfach so richtig gemütlich rumfetzen kann. Das ist doch ein Dream-Szenario, oder? Das ist doch genau sowas, was man sich wünscht am Ende vom Game. Das war auf jeden Fall legendär. Und jetzt haben wir nur noch ein Achievement. It's me, Yoshi. Komm mal her. Ich möchte mal kurz ein bisschen reden mit dir. Bleib mal kurz stehen. Yoshi, bitte. Ist aber abwild, gell? Yoshi macht ein Cameo hier. Jetzt, It's me, Yoshi. Mario, is that really you? Ah ja, ja. Oh mein Gott, die Spielzeit ist ja crazy. Ihr wart dabei. Mein erster Master, oder meine erste Mastery von den Retro Achievements. Ich bin sehr stolz darauf, dass es dieses Game ist. Weil du darfst zumindest kein völliger Noob sein. Und das darf ich mir jetzt ab sofort ercallen. Denn anfangs war es schwieriger zum Thema, aber wir haben ja jede Challenge gemeistert. Und jetzt ist hier das ein richtig schöner goldener Punkt auf meiner Retro Achievement Seite und in meiner Projektbibliothek. Also schaut's auch da gerne mal rein. Die wird ja regelmäßig geupdatet mit jedem neuen Projekt oder jedem abgeschlossenen Projekt. Mario, is that really you? It has been so long since our last adventure. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ich weiß gar nicht, was das gewesen soll. They told me that I might see you if I waited here, but I just about given up hope. Is it true? Have you really beaten Bowser and restored the stars to the castle? And saved the princess? I know you could do it. Now I have a very special message for you. Thanks for playing Super Mario 64. This is the end of the game, but not the end of the fun. We want you to keep on playing, so we have a little something for you. We hope that you like it. Enjoy! The Super Mario 64 Team. Gezeichnet Shigeru Miyamoto. Und wir kriegen von Yoshi bzw. vom Mario 64 Team 99 Leben. Die ja komplett irrelevant sind, weil eigentlich jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, 100 sogar, oh mein Gott. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, startet man mit 4 Leben, egal was man vorher gemacht hat. Und Yoshi springt in den Wasserfall. Das war's mit Super Mario 64. Das nächste Projekt findet ihr in der Endcard, sobald es online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Cheerio! Oh, und ja, wen wir gerade dabei sind, folgt mir auf Instagram. Da verpasst ihr nichts Neues. Und nehmt auf YouTube oder auf Instagram an der Umfrage teil. Welche das sein wird? Hat ihr irgendeinen Einfluss? Wahrscheinlich schon. Wir sehen uns. Ich bin tired, Mario. Alles gut.
das hast du dir jetzt verdient.